Multilateralismus hecht aber, dass die muss gut Beziehungen zu möglichst vielen anderen Ländern haben. Gut Beziehungen hecht nämlich, dass man als Partner nicht beledigen, dass man seriös auftreten und dass man modest auftreten. An der Diplomatie können in verschiedenen Fall mehr weit, wenn ihr nicht mit der Piau schafft, nicht mit dem Bauchgefühl, mehr mit Verstand, Moos und Höflichkeit. Die Welt ändert sich, und da brauchen wir als Diplomat auch immer einen großen Sinn für Realismus und Pragmatismus. Es muss sich können auf die Realitäten erstellen und nicht in einer Traumwelt leben. Die Resultate, Wahlresultate, Entwicklungen, die man in den letzten Jahren hatte, die kann ich nur auf verschiedene Manieren analysieren. Es muss nicht hingehen, auf Wähler denigrieren, sondern das wäre granzig, frustriert Leute, die wollen eine politische Wechsel. Es ist eine Tendenz an dieser Welt. Eine Tendenz, dass verschiedene Linkparteien, nicht auch Sozialisten, in vielen Ländern verlieren, und das an andere Länder abholen, an Ungarn, an Italien, an Österreich, an den USA, an der Tschechischen Republik, an Deutschland, an so viele Länder auf der Welt, einer politische Entwicklungen kommen, mehr konservativer, mehr Rätser, aber das ist eine frei und demokratische Decision an Demokratien von Wählern. Es ist also etwas, was man muss a priori respektieren, ohne die Wähler zu denigrieren. Dasselbe gilt für das Referendum am Vereinigten Königreich über den Brexit oder auch über das Referendum an Holland über den Krieg mit der Ukraine. Die Reaktion auf so Entwicklungen aus der politischen Analyse und die vom Respekt für den Wähler und nicht vom Denigrieren vom Wähler.